3, 2, 1, wir sind live. Ich glaube, das ist gar nicht so ein blödes Setting, weil jetzt habe ich Kopfhörer, also Kopfhörer habe ich hier habe ich das Mikrofon, dann höre ich mich heute persönlich ein bisschen komisch irgendwie. Ich muss mal heute ein bisschen weg, aber es funktioniert eigentlich recht gut. Jetzt, wenn ich so mich noch ein bisschen umdrehe und so, ich muss ehrlich gesagt sagen, die Qualität von dem Video ist recht gut. Jetzt kommt es einfach nur noch darauf an, was ich genau quatsche. Und zwar, mir geht es darum, Videos zu machen auf YouTube. Ich mache das seit jetzt ungefähr, keine Ahnung was, gefühlte 8 Jahre. Habe mittlerweile als Videograf recht viele gute Erfahrungen gemacht. Sehr, sehr viele Videos gemacht. Ich glaube, es sind mittlerweile schon irgendwie 100 oder 200 Stück, würde ich jetzt mal sagen, für YouTube, für andere Leute, für Klienten, die ich hier habe, aufbauen die letzten Jahre. Ja, für so Imagine-Videos, für so After-Videos oder für auf ihrer Webseite, wo man einfach in wirklich recht guter Qualität und recht guter, es ist ja mega gut. Also ich glaube, die meisten Leute sehen den Unterschied nicht zwischen meiner Produktion und einer 50'000 oder 100'000 frankigen Produktion. Ich habe sehr viel Wissen aufgebaut, was Kameras anbelangt die letzten Jahre. Und ja, habe richtig geile Projekte die letzten Jahre können realisieren. Aber sei das Welcome Battlebaden war gerade erst vor ein paar Wochen, muss ich noch fertig machen. Mega schöne Hochzeitsvideos, die immer sehr emotional sind, wo man liedertechnisch keine, wie sagt man dem, keine Einschränkung hat. Also wenn ich auf YouTube oder so Videos mache, dann muss ich immer schauen, dass das lizenzfreie Musik ist, respektive ich habe solche, die nicht zahlen. Und bei Hochzeiten kann ich natürlich voll reinfetzen mit cooler Musik, die den Leuten gefällt, die ich beauftragt wurde. Oder einfach selber auch so richtig Hühnerhautmusik. Und das ist natürlich irgendwie so Hans Zimmer und so, ist natürlich hure geil. Und natürlich zu solcher Musik noch kannst Sound, solche Musik noch kannst Videos schneiden, das kommt einfach hure geil rüber. Und die eigenen Bilder zu solcher Musik zu sehen, das ist natürlich hure geil. Ja, aber eigentlich habe ich YouTube-Videos machen, deswegen, weil ich gerne meine Geschichte erzählen. Und meistens war einfach das Problem, dass ich viel zu hohen Anspruch hatte an meine eigenen Videos. An das, dass ich einfach Videos, ja keine Ahnung, irgendwie eine riesige Qualität oder ja, Qualität mega hoch müssen sein, meiner Meinung nach. Oder ja, und dann einfach eine riesige Produktion da hier bei mir daheim starten mit, wie sehen wir das ein bisschen gut. Hier da ein Bildschirm, da noch ein alter Computer und hier da mein Hauptding, mein Hauptlaptop, MacBook Pro, wo sehr guten Dienst leistet, wenn ich es dann stockeln kann. Bei Legastheniker, sage aber Legastheniker. Ja, manchmal ein bisschen Mühe mit den Wörtern und so. Ja, bei mir im Kopf geht mega viel Zeug ab, muss ich sagen. Manchmal schwierig, ich komme mir aber vor wie ein Kampfjet, der irgendwo auf einem Käseweg ist, wo ich nicht losfliegen kann, weil ich nicht auf Geschwindigkeit kommt. Und manchmal genau so geht es mir. Ich habe mega viele Sachen in meinem Kopf, aber bis das durch mein Maul durchkommt, bis das dann, ja, wie ich vorher auch für Videos YouTube immer wollte, auf Hochdeutsch machen oder auf Englisch, wobei I have to say English is not really difficult for me, I can change that really easily. But ja, es geht auch nur so darum, wenn ich natürlich spezifischer drin will und so und natürlich auch der Ehrgeiz habe, alles mega perfekt zu machen, ja, dann bin ich einfach manchmal Wochen an jedem fucking Video dran. Aber ich will Videos machen, einfach so, wo ich die Kamera einfach so vornehme. Hier vielleicht ein kleines gutes Audio, das ist wichtig, damit man mich gut versteht. Das finde ich immer so ein bisschen, wenn ich Videos schaue. Das Audio muss wirklich gut sein, das macht sehr viel aus. Darum so und der Rest mit dem Telefon. Und ja, ich möchte gerne meine Geschichte erzählen. Ich möchte gerne erzählen, wie ich das Leben sehe, wie ich die Welt sehe. Ich habe das Gefühl, dass das Medium Video sehr, sehr viel Potenzial hat. Das Potenzial ist definitiv noch nicht ausgeschöpft. Und wie der Elon Musk schon gesagt hat, die letzten Wochen und Monate auf X, you are the media now. Also du bist das Medium now. Momentan. Das Medium now. Oh, manchmal schwierig Englisch auf Deutsch. Aber du bist das Medium now. Also du bist das Medium. Du bist die Medien. Jetzt.
Also was er damit meint, ist halt einfach, dass die systemrelevanten Medien, und dabei gebe ich dem Elon Musk halt einfach auch recht, ist, ja, die sind meiner Meinung nach einfach nicht neutral. Ja, die sind definitiv, meiner Meinung nach, ich bin halt wirklich rechts, das gebe ich offen und ehrlich zu, muss aber da, kann da auch meine eigene Meinung haben, was ich definitiv auch wieder sagen, aber ich werde mich auch klar positionieren. Hingegen die Schweizer Fernsehen und Blick und 20 Minuten und all das Radiosender und Zeug und Geschichten, die es gibt, die vom Staat finanziert werden, die durch uns, durch Beilage oder wie das ganze Zeug momentan heisst, wo man da muss zahlen, finanziert werden, sind meiner Meinung nach einfach nicht neutral. Die sind tendenziell mehr links und das stört mich wirklich enorm die letzten Jahre. Darum habe ich eigentlich seit 8, 9 Jahren glaube ich, auch kein Fernsehen mehr, weil ich einfach YouTube gesucht habe und dort einfach alles konsumiert und auch alles gelernt habe, was Kameras anbelangt, Storytelling und der ganze Kram, was mich schon rundum noch hat interessiert. Ja, ich will in Zukunft viel mehr Videos machen, also in dem Rahmen wie das hier, wo etwa so zwischen, ja, sage jetzt mal zwischen 2 Minuten bis so 10 Minuten maximal gehen. Wo ich einfach vor die Kamera gehe, so wie jetzt, und irgendetwas quatschle über das Leben, über Philosophie, das Leben nach dem Tod, das Leben vor dem Tod. Vor dem Tod ist noch ein bisschen interessanter, da gibt es noch ein bisschen mehr darüber zu erzählen. Aber auch danach. Ja, ich habe mega viel erlebt. Ich denke, mehr, ich will jetzt nicht einen Contest machen gegen jeden anderen. Ich denke, jeder hat seine Sachen, wo er mega viel hat gelernt und so. Ich habe viele Sachen gelernt und die möchte ich euch gerne in diesem Podcast, in dem Video-YouTube-Kanal, den ich hier führe, gerne mehr und mehr beibringen. Ich muss mal schauen, wenn ich hier die Kamera schaue, dann schaue ich nicht ganz, die Kamera ist nämlich hier. Da schaue ich so zu euch, wenn ich da hier die Seite schaue auf die Kamera. Also, ja, das wäre es eigentlich zu diesem Video. Wie ihr seht gemerkt, auf Berndeutsch habe ich mich jetzt wirklich entschieden. Das noch heute kurz dem Weg. Wir sind einfach bei 7 Minuten, dann geht es noch ein bisschen. Ja, haben wir entschieden, Berndeutsch zu reden, weil es mir persönlich einfach einfacher geht. Als Legastheniker fällt es auch nicht so viel auf, wie wenn ich Hochdeutsch probieren würde. Also Hochdeutsch ist immer so ein bisschen die Sache. Ich sage dem Hauchdeutsch, weil ja, Hochdeutsch ist es nicht, ein Hauchdeutsch. Aber nein, Berndeutsch geht definitiv am besten. Ich kann es leider nicht transkribieren und umwandeln, also ich kann es nicht verändern auf Englisch oder Deutsch oder was auch immer. Welche Sprache, was ich mir mehr erhofft habe, wenn ich es auf Englisch mache oder auf Deutsch. Aber auf Schweizerdeutsch ist es halt einfach echter. Darum, wie in Zukunft, gibt es einfach schweizerdeutschen Content von mir. Und ja, wenn du das Video jetzt gerade schaust, würde ich mich mega freuen, wenn du mir einen Daumen hoch gibst. Das würde den ganzen Algorithmus ein bisschen boosten. Definitiv, was auch würde boosten, wenn du das Video teilen anderen Kollegen oder so. Interaktionen finde ich sind einfach immer super. Und kommentieren. Wenn du irgendeine Frage hast oder so, mich als spirituell, ich sage jetzt mal, erwachter Mensch, darfst du mich fragen, was du willst. Dann werde ich vielleicht im nächsten Video, in den folgenden Videos auch auf die Frage, die du hast, Erklärung oder Antwort darauf geben, wenn ich eine habe. Ist gut. Also, that's it for the moment. Mein erstes Video. Yeah, das poste ich. Also, hey, genießt es alle zusammen und bis die Tage.